Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Ja, jetzt sind wir hier in der namenlose Buchhandlung. Da werden wir wahrscheinlich auch viel zum Gucken haben, ne? Okay. Da gibt es wahrscheinlich viel okkulte und medizinische Bücher. An old diary. Ah ja, wieder Tagebuch der Frau vom Reverend, das ist mal Band 4. Der Reverend ernannte sich selbst zum Propheten. Oh oh. Er wies Gott zurück und verehrte ein merkwürdiges heidnisches Wesen in monströser Gestalt. Seine Frau wollte ihn zur Vernunft bringen, aber ihre Mühe war vergebens. Er war überzeugt, dass er auf die Stimme in seinem Kopf hören müsse, weil sie die Wahrheit sprach. Klasse. Na super. Was ist das, wieder Moby Dick oder was? Nee, Jules Verne wieder. 10.000 Meilen oder 20.000 Meilen unter dem Meer. Okay. Also hier brauchen wir auf jeden Fall unsere Lampe. Alter Falter, das ist ein richtiges Buchparadies. Für jeden bibliophile Bücherfreund ist das hier definitiv Paradies. Großartig. Ich liebe sowas. Ach, diese alte Eibände von Büchern. Sowas mag ich richtig. Freud's The Interpretation of Dreams. Oh. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Das kann man so sagen. Die Traumdeutung. Sigmund Freud verfasste dieses Handbuch für Psychologen. Darin beschreibt er die Techniken zur analytischen Deutung von Träumen. Die Analyse muss mehrere Regeln folgen, insbesondere denen der freien Assoziation, die Freud Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte. Träume werden als Wege zur Offenbarung verborgener Wünsche interpretiert. Ich bezweifle, dass diese Theorie auf meine Albträume anwendbar ist. Okay, Freud gibt uns auch Medizinkunde. Und auch wieder 2%. Na gut. Eigentlich hätte ich eher gedacht, dass Sigmund Freud uns bei Psychologie weiterhilft, aber na gut. Schöne Zeichnungen. Die haben schon fast Leonardo da Vinci Qualität. Was ist das? Die Geschichte von Darkwater, Band 2. Von Harry Campbell. Eine puritanische Kolonie, angeführt von Reverend John Wigwood. Na klasse. Ließ sich im 17. Jahrhundert auf der Insel nieder. Die Kolonisten nannten die Insel Darkwater aufgrund der dunklen Färbung des Meeres, die ihrer Meinung nach von der eigenartigen Farbe der Felsen rings um die Insel stammt. Sie errichteten die ersten Gebäude, darunter das Hawkins-Anwesen, die Kirche und den Friedhof. Kirche und Friedhof haben wir allerdings noch nicht gesehen bisher. Die wenigen Dokumente und handschriftlichen Notizen, die sie hinterließen, sprechen von Albträumen und abartigen Verhaltensweisen. Sie verschwanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Ja, und der verrückte Reverend, der anscheinend auf Cthulhu oder irgendein anderer großer Alter gehört hat in seinem Kopf, war der A-Führer von der Gemeinde. Na, ganz großartig, ne? So haben wir uns das vorgestellt. Theologie, Mythologie. Hat er also in Themenbereiche auch die Bücher eingeteilt. Das ist natürlich sinnvoll für Bücherei. Oder generell auch für Bibliothek natürlich. Hier haben wir nichts anderes. Ja gut, ein paar Luftschiffzeichnungen anscheinend. Gibt's auch noch wo hier? Hier sind Bücher, mit denen wir nicht interagieren können. Weil ich eigentlich so offene Lichtquelle hier in einer Buchhandlung für absolut hirnrissig halt. Das macht uns nur das alles The hier Book kaputt. of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Ach du liebe Zeit. Buch des Xian. Diese tibetischen Schriften sind der Ursprung der esoterischen Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts von Helena Blavatsky begründet wurde. Die Schöpferin der Theosophie hätte großen Nutzen aus den Texten dieses Werkes ziehen können. Aber niemand konnte je auf sie zurückgreifen. Ich dachte, sie würden nicht existieren. Dieses Buch, in der namenlosen Buchhandlung auf Darkwater entdeckt, könnte gefälscht sein, aber genauso gut auch ein unwiderlegbarer Beweis für Blavatskys Aufrichtigkeit. Tja. Okkultismusfortschritt. So. Fällt mir jetzt aber nicht so gut. Das ist ja weil ich das einfach befürchte, dass uns Okkultismus mehr Verständnis für den ganzen Kram natürlich gibt und somit uns auch eher in den Wahnsinn treibt. Oh, wieder ein Malois Bestiarium. Ja, scheiß drauf, komm. What does this strange book contain?
Wir This book folgen jetzt. contains unholy knowledge. Das ist der Shambler. Das ist ja doch der Shambler. Ja, das wird natürlich mal wieder Auswirkungen auf mein Schicksal haben, ist ja völlig klar, gibt mal wieder fettes Trauma. Aber ich glaube, mir folgendem Weg vom Okkultismus bleibt ja nichts anderes übrig. Ich möchte auf jeden Fall so viel euch zeige wie möglich dazu. Malloys Bestiarium. Vielleicht der erste Band. Aber das ist eindeutig der Shambler, der Schlurfer, der hier drauf abgebildet ist. Diese Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagwerk zu mythischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit phantasmagorischen Bildern illustriert. Okkultismusfortschritt. Trophäe erhalten in Kupfer seltsame Geheimnisse. War hier nicht noch? Ja, hier war dann noch ein Buch. Handbuch zur Anatomie und Dissektion, Buch 2. Genauso präzise und detailreich illustriert wie der erste Band konzentriert sich dieses Buch auf Heiloperationen im Bereich von Fehlbildungen und motorischen Störungen. Reizend. Ja, wenn wir was lernen können, dann hier, ne? Okkultismus sind wir bei 55%. Ah, jetzt sind wir endlich bei Medizinkunde Profi angelangt. Mein Verstand hat natürlich mal wieder schön die Erschütterung erlangt. Ah ja, das liegt aber nicht am Malloys Bestiarium, ne? Sondern an Begegnung mit dem Schlurfer, das Trauma. Ah ja, okay, das ist jetzt hier erneuert worden, weil jetzt ist das Bild von dem Buch jetzt mit drauf. Das scheint wohl immer als Trauma zusammengefasst zu werden. Begegnung mit dem Schlurfer. In der Privatgalerie von Francis Sanders entdeckte Pierce die Identität des Schlurfers. Ein gewaltiges Gemälde von Sarah Hawkins. Als Pierce sich näherte, löste sich ein Wesen aus dem Gemälde und verfolgte ihn. Diese Kreatur aus einer anderen Dimension hat einen solchen Einfluss auf den menschlichen Geist, dass ein einfacher Blick in ihre Richtung genügt, damit Pierce ein wenig den Verstand verliert. Mit einem Dolch, in den ein merkwürdiges Symbol eingraviert ist, schaffte es Pierce endlich, den Schlurfer zurück in das Gemälde zu verbannen. Aber diese Begegnung ging nicht spurlos am Geist des Ermittlers vorbei. Noch immer unter dem Einfluss der Kreatur starr er sich fast in die eigene Hand. Super. Ja, Fähigkeiten. Wir haben 3 verfügbare Punkte. Die könnte man in Psychologie, in Redegewandtheit oder in Stärkerei pushen. Okay. Wir könnten nach Wege der Gegenstände, könnte man natürlich auch auf Entdeckung hier weiter pochen. Weißt du was? Weißt du was? Wir machen das in Entdeckung rein. Bestätigen das. Und machen erstmal auf Entdeckung 5. Das halte ich für sinnvoll. Okay, jetzt sind wir hier in die ganze Abteilung 8 durch. Hin uns die ganze Bücher. Ah, da ist noch eins. Immer gut, nochmal nachzugucken. Breviarium der Medizin, Buch 3. Noch vor einigen Jahren konnte ein einzelner Mediziner sämtliches Wissen seiner Zeit studieren. Dieses Buch schließt die Reihe ab und zeigt, dass es mittlerweile praktisch unmöglich ist. Etwa 10 renommierte Ärzte haben zu der Zusammenstellung dieser Sammlung beigetragen. Ja, und es wird auch immer mehr. Jetzt sind wir schon bei 42%. Schön, schön, schön. Ja, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Reizend. Tolle Zeichnungen. Also die Tafelmitschriften sind auch ganz hervorragend. Macht so richtig Spaß hier. Okay. Aber das ist definitiv eine Büchersammlung, die ich mir auch gerne angucken würde. Konservierte Käfer liegen auf dem Boden. Aber diese Zeichnungen sind schon etwas verstörend, würde ich mal sagen. Hier gibt es auch noch irgendwelche geheime Gegenstände offenbar. Hätte ich nicht in Entdeckung so gute Skills, dann würden die Dinger erst gar nicht im Spiel erscheinen. Ah, Alchemie. Hier sind Bücher über Alchemie. Ja, das gucken wir uns dann nicht an. Das ist natürlich das absolut Verdächtige hier. Ich vermute stark, dass es so in der Hauptstory weiter... Ah! A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Wahrscheinlich bringt uns das in Okkultismus weiter. Amulett in Hundeform. Ein merkwürdiges Amulett. Der Anhänger hat die Form eines großen Hundes. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich den Buchladen durchsuche. Ja, ein Jade scheint der gemacht zu sein. Natürlich Okkultismusfortschritt.
Wer hätte es gedacht? Neues okkultes Element, der Jagdhund. Dimensionsschlurfer, haben wir auch noch neu. Der Dimensionsschlurfer kommt aus einer dunklen... Ah, das ist aus dem Marlows Bestiarium von Abigail G. Der Dimensionsschlurfer kommt aus einer dunklen und unwirtlichen Dimension, in der die Nahrungsknappheit ihn in einen dauerhaften Hungerzustand hält. Deshalb ist er in ständiger Bereitschaft, in andere Dimensionen zu reisen, um sich von deren Bewohnern zu ernähren. Lüftet niemals den Schleier zu eurer Dimension, sonst lauft ihr Gefahr, dieses äußerst gefährliche Wesen anzulocken. Sollte es dennoch geschehen, so genügt ein einziger Blick darauf, dass es sich in eurer Dimension verankert und euch mit seinen Krallen zu zerfetzen vermag. Auszug aus dem Marlows Bestiarium von Abigail G. Du ist es auch selber nochmal. Die Menschen werden Wissen erlangen durch die Zeilen, die mir von den großen Alten eingegeben werden, aber auch durch andere Bände. Die Visionen, die mich überkommen, flüstern mir Namen und Schatten mystischer Wesen zu. Schon bald wird das Marlows Bestiarium, der Sammelort allen anatomischen, kosmischen und dimensionalen Wissens, als maßgebendes Werk betrachtet werden. Dieses Buch, unheilig selbst unter den verfluchten Büchern, wird eines Tages als letzte Bastion zwischen dem Menschen und seinen Jägern dienen, die hinter den Schleiern paralleler Dimensionen nur darauf warten, ihn zu verschlingen. Auszug aus dem Marlows Bestiarium von Abigail G. Dolch der Alten. Dieser außergewöhnliche Dolch osmanischen Ursprungs stammt wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert. Er trägt das Symbol der Alten auf dem Heft. Angeblich gehörte er Pagali Ibrahim Pascha, Großvezier am Hofe Süleyman des Prächtigen. Die Legende besagt, dass Pagali das Symbol auf dem Dolch benutzte, um den Hof vor einer Kreatur zu schützen, die sich in den Spiegeln des Palasts bewegte. Sicher ist, dass Süleyman seinen Wesir hat hinrichten lassen. Fürchtet er ihn nach dieser Demonstration der Macht? Auszug aus Kunst und Mystik, vergessene Objekte von Francis Sanders. Gemälde des Schlurfers. Das Gemälde war in der Galerie von Francis Sanders ausgestellt, aber ich glaube, die Kreatur benötigt es nicht länger, um sich fortzubewegen. Zuletzt wollte es Sanders in den Kellern des Riverside-Instituts erledigen. Ich weiß nicht, wo dieses Wesen herkommt, aber es steht fest, es hat Hunger. Habe ich es erfolgreich in seine Welt zurückgeschickt? Ich bin mir nicht sicher. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Der Jagdhund. So begeht nicht den Fehler, dieses Schmuckstück für einen unbelebten Edelstein zu halten. In diesem Jade-Amulett, wie ich mir's gedacht habe, liegt die Seele eines mächtigen Zauberers, dem Verschlinger des Lenkkults, einer Sekte Zentralasiens. Die charakteristische Form ein großer Jagdhund spiegelt die Verwandlung des Zauberers in einen menschenfressenden Ghoul wider. Wie auch immer das Amulett findet und trägt, riskiert den Zorn des Zauberers auf sich zu ziehen. Er wird in Form eines mächtigen Jägers zurückkehren, um alle Schänder zu jagen und zu zerfetzen. Reizend! Auszug aus dem Marlows Bestiarium war das natürlich mal wieder. Da haben wir auch hier nochmal Wohnsitz der Sanders. Das Haus der Sanders in seinen Rot- und Goldtönen ist beeindruckend. Das Glanzstück ist allerdings die private Galerie von Francis Sanders. Sie ist riesig und ganz seiner Leidenschaft für schauerliche und makabre Werke gewidmet. Verunstaltete Jungfrauenfiguren, Opferdolche, Monsterstatuen und im Zentrum des Ganzen das Gemälde, das ihm schließlich zum Verhängnis wurde, der Schlurfer. Ein Gemälde von Sarah Hawkins, einer engen Freundin des Paars. Was in diesem Raum geschehen ist, werde ich wohl nie vergessen. Okay. Ich finde es eigentlich auch immer recht wichtig, das Ganze mir auch wirklich durchzulesen, weil ich finde es persönlich auch hochinteressant, was man immer so findet und was man zu lesen kriegt. Das gibt einfach nochmal einen Einblick, ein tieferer Einblick in diese ganze Welt, in der das alles spielt, diese ganze verdrehte Dinger, diese erdachte, von H.P. Lovecraft erdachte, okkulte Dinger. Handbuch zur Anatomie und Dissektion, Buch 1. Man muss zumindest anerkennen, dass der Titel des Buches gut durchdacht ist. Die dargestellten Abbildungen der menschlichen Anatomie und Seziermethoden werden sehr detailliert abgebildet. Man benötigt einen starken Magen oder den notwendigen Abstand eines Arztes, wenn man darin etwas nachschlägt. Ja, also hier können wir definitiv sehr viel lesen und sehr viel Zeug erkennen und neu finden. Das finde ich großartig. Denn versteckte Gegenstand haben wir hier auch entdeckt. Finde ich richtig gut. Also mir gefällt das hier. Ich finde es auch mal schön, jetzt gerade noch diesem Shambler auch mal so etwas ruhigere Runde anzugehen. Dass man einfach mal wirklich mit Nachforschungen wieder zu tun haben. Das kühlt ein bisschen ab. Die namenlose Buchhandlung.
Eine solche Sammlung von Werken zu Magie und Okkultismus habe ich noch nie gesehen. Algernon Drake, der Besitzer, rühmt sich damit, eine Koryphäe auf dem Gebiet esoterischer Phänomene zu sein. Die Buchhandlung wurde bei einem Einbruchsversuch durchwühlt. Im Hinterzimmer befand sich ein Tresor, der durch ein uraltes Symbol geschützt ist. Okay, das haben wir noch nicht gesehen. Kommt aber noch. Na gut, wir machen hier erst einmal unsere Rekonstruktion. Und dann durchforsten wir das Ganze noch Let's einmal. start over. Genau. Where did they break in from? Okay. Blood. Seems like amateur work. Ja. Nur ein Depp schlacht einfach so mit bloßer Faust hier das Ding Ei. Wenn, dann nimmt man auch ein Tuch davor, womit man das Ei schlägt. Aber na gut, das scheint wohl wirklich ein Amateur gewesen zu sein. Da ist noch was. Ermittlung. Someone tall left this footprint. A man, probably. Aber noch ein Unbekannter, deswegen auch so als Schattengestalt hier dargestellt. Ich finde es so cool mit diesen Rekonstruktionen hier. Das ist echt geil gemacht. Ketorei können wir nicht, das liegt zu sehr im Nebel. Können wir möglicherweise noch was anderes? Hier ist noch was. Medizinkunde. No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he Okay. hurt then? Okay, was gibt's dann noch? Unser Lichtquelle können wir hier nicht einsetzen. Das liegt ganz, ganz tief im Dunkle hier. Da haben wir allerdings auch Hinweise. Da hinten geht's aber weiter. Da kommen wir hier in das Hinterzimmer. Hier haben wir noch diverse Spuren. Ja, mit einem Käfer oder was das war, was du What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Oh, da hat er andere Brecheise oder was What happened verwendet. that made the burglar flee before finishing his work? Das kennen wir, das Zeichen. What the? Charles Hawkins? Wie kommt er jetzt so drauf, dass es Charles Hawkins war, der hier einbrechen wollte? Und ist es jetzt auch Charles Hawkins? Nee. Wow, ist das eklig. Looks like the symbol rejected Hawkins. Das ist dieser Algernon Drake und da ist... What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Genau, da ist Sarah. Und... Oh, 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 hat er nicht... Hat er etwas aller okkulteste Buch im H.P. Lovecraft-Universum, das Necronomicon, da drin gehabt. Sarah Ich Hawkins vermute. helped hide something in this safe. Ich vermut's, ja. Ich befürchte, dass es sich dort dabei ums Necronomicon handelt. Wäre natürlich geil, wenn das jetzt auch in dem Spiel vorkäme. Okay, wow. Schon creepy. Ah, da ist noch der Drake put Drake. in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Natürlich. Okay. Neuer Hinweis, entdeckter Einbruch. Ah, da können wir jetzt auch noch What hin. link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Akte zum Schlüssel von Relais. Relais ist die Stadt, in der Cthulhu liegt. Dieser Schlüssel, der das Symbol der Alten trägt, ist das einzige, das deine Psyche schützen kann. Er hat die Form eines zylindrischen Medaillons, das an einer schweren Kette hängt. Vor Hunderten von Jahren wurde der Stern und der Ast, der die Kräfte der großen Alten zurückdrängen sollen, darauf eingraviert. Alles deutet darauf hin, dass Charles Hawkins ihn dem Vorbesitzer, einem ägyptischen Antiquitätenhändler, gestohlen hat. Das Datum von Zeitungsausschnitten, die das Vergehen meldeten, stimmt mit den Daten von Hawkins' letzter Reise nach Kairo überein. Es bleibt abzuwarten, ob er den wahren Nutzen des Schlüssels kennt. Versuche ihn zu finden. Okay, jetzt haben wir also auch hier sehr viele neue Dinger wieder parat. Den Tresor öffnen, warte mal. Dann möchte ich aber zuallererst mal hier mich umgucken, da war er Things are nämlich vorher not nicht. looking good. Ja, Dinge sehen nicht so gut aus im Schachspiel, offensichtlich, ja. Hier, A kind of chalice. das ist natürlich geil. Dieser Kelch sieht uralt aus. Er scheint aus Gold und echten Edelsteinen gefertigt zu sein. Geben die Rubine und Saphire ein besonderes Motiv?
Kann ich jetzt nicht so wirklich erkennen, aber interessant. Interessant allemal. Geschichte von Darkwater Band 4. Im 19. Jahrhundert, als die amerikanische Walfangindustrie ihren Höhepunkt im Rest der Welt erreichte, verschwanden die Wale allmählich aus den Gewässern um Darkwater. Das Phänomen wird noch rätselhafter, da die Gegend bis dato einen beliebten Rückzugsort für die Wale darstellte. 1847 kehrte die Skylla nach mehreren Monaten der Jagd mit einem gewaltigen Wesen an Bord in den Hafen zurück. Die Besatzung behauptet, das Ungeheuer haben die verschwundenen Wale gefressen. Nach einer Nacht heftiger Kämpfe gelang es den überlebenden Seeleuten, die Bestie auf das Walfangschiff zu ziehen. Okay. Sonst haben wir hier nix. Ja, ich möchte eigentlich, dass das heute mal letzte Episode wird. Von daher muss ich jetzt so lange noch machen, bis die Episode als Quatsch. Ich muss so lange machen, bis das Spiel von sich aus speichert. So, jetzt haben wir aber da... Ui, jetzt haben wir da jede Menge neue Hinweise gefunden. Gucken wir uns da mal an. Is everyone on this island taking sleeping pills? Scheint so, ja. Überall Schlaftablette. Tja. Ah. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht: Wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, sodass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von großer Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollen Besitz erlangen. Er liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in 3 Walzen versteckt. Jeder davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Okay. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagte, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person oder eher ein Genie meinem Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Armitage in der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass er in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass Sie die Gefahr erkennen, die der Inhalt darstellt, und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich Sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen Ihres Handels erleben können. Okay. Tja. Ich befürchte, das wird ein bisschen eine längere Geschichte hier. Von daher würde ich dann doch sagen, ihr liebe Leute, so lädt's mir jetzt auch durch, weil ich beschätze doch einfach mal, dass das tatsächlich jetzt eine längere Angelegenheit wird und das Spiel hier nicht speichern kann. Ja, Arkham Editions. Never heard of him. Ja, Arkham, natürlich. Das ist auch die fiktive Stadt aus der H.P. Lovecraft-Werke. Ein Buch der esoterischen Philosophie und ein Schlüsseltext in den theosophischen Bewegungen von Madame Blavatsky, verfasst von Helena Petrovna Blavatsky. Dieser Band ist Teil der Arkham-Anthologie, eine wertvolle Sammlung von Abhandlungen und Arbeiten über Esoterik und das Übernatürliche. Ich muss gerade mal gucken, kann ich dann hier speichern oder letzter Speicherpunkt? Na gut, ich würde aber mal sagen, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier meinen Cut und beim nächsten Mal spiele ich einfach so weit, bis wir hier wieder sind. Kann sein, dass ich nicht exakt hier in den Blickwinkel rauskomme, aber wir sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Also machen's gut und bis immer mal dann wieder. Ayan. Yankee.